Unvermittelt schnell und für die Forschung zum Teil immer noch mysteriös, kommt es nach der Hauptvulkanphase zu einer bedeutenden Zunahme in der Artenvielfalt der Lebewelt im Flachmeer, was vor allem die Korallen, Mollusken und Stachelhäuter betrifft, und wie man in dieser Vitrine im Vergleich zu den vorherigen sehen kann. Ein Beweis für diesen Umstand ist die Entdeckung zahlreicher Fossilien, die im tiefsten Beckenbereich zusammen mit den Plattformsedimenten, auf denen sie gelebt hatten, eingebettet worden sind. Dies gilt vor allem für die Pachycardientuffe, die nach den Muscheln benannt sind, welche in der Grabgemeinschaft den Ton angeben. Dazu gehören auch Dutzende Arten von Mollusken, Stachelhäutern und Korallen. Diese wenige Meter mächtige Konglomeratschicht kommt nur auf der Seisser Alm innerhalb der Wengenformation vor und wird von Kalkblöcken begleitet, die oft reich an Korallen sind. Diese Kalkblöcke sind von den Riffen durch Rutschungen in die Feinsedimente der Wengener Schichten am Meeresboden verfrachtet worden. Sie werden Tschipitblöcke genannt, nach dem Namen des Baches, der von den Rosszähnen nach Seis abfließt. Ein solches besonderes biologisches Ereignis ist zum Beispiel auch in den Dolomiten im Gebiet des Monte Pelsa in der Civetta zu beobachten, wo Fossilien, die ebenfalls in einer tieferen Umgebung als der, in der sie gelebt hatten, abgelagert wurden, in großer Zahl in einigen Schichten um einen dünnen Horizont mit kleinen Fischen eingebettet und später verkieselt wurden. Obwohl wir in den Dolomiten nur wenige Wirbeltiere in den Gesteinen aus dieser Zeit finden, wissen wir doch aus Funden in China, dass die damaligen Meere auch bei uns reich an Fischen und Meeresreptilien gewesen sein mögen, ja mit sogar viel größeren Exemplaren als dieser Caicosauros. Wir können also feststellen, dass die Artenzunahme gegenüber den ärmeren früheren Gesellschaften sehr groß ist und sich in der gesamten Tethys vollzieht. Die Explosion des Lebens setzte sich in den folgenden Jahrmillionen fort. Aus dem unteren Karn vor etwa 235 Millionen Jahren der Ampezaner Dolomiten stammen die wunderbaren Exemplare, die wir hier sehen können und die zur Cassian-Formation gehören. Sie sind für ihre fossilen Faunen weltberühmt geworden. Das Korallenriff mit seiner Organismenvielfalt erreicht hier einen Höhepunkt, der für fast 200 Millionen Jahre unübertroffen bleiben wird.